Das Mittagessen ist kalt. Wie lange hast du das denn rumstehen lassen? Und die Bratkartoffeln kannst du in die Pfeife rauchen, dann schmecken sie viel neu. Da sind auch nicht genug Zwiebeln dran. Du hast wirklich überhaupt keine Ahnung, du. Und die Gewürzgurken schmecken, als ob du sie schon durchgelutscht hast. Na, schmeckt es? Mit dem Zeug kannst du Fensterraum erdichten, aber das kannst du nicht essen, Mann. Soll ich dir deine Gymnastiksendung anmachen? Kenn ich schon. Ich will jetzt Bier und Köhm. Bist wieder so furchtbar unleidlich, Braggelmann. Ich bin pleite und du bist auch pleite. Wir brauchen Barmittel, Mensch. Und was soll ich denn machen? Ich lieg hier mit dem Hackenschutz, ne? Eigentlich wärst du jetzt mal dran, Barmittel zu besorgen. Ja, aber wie? In 10 Tagen ist Bürgermeisterwahl. Man, denk doch mal dran. Ja, und? Ja, und? Intrigen, Machenschaften, Kungelei. Jetzt muss man die Kandidaten gegeneinander ausspielen, damit man nicht leer ausgeht. Aber selbst da bist du ja zu doof zu. Ach so. Also, du gehst zum ersten Kandidaten. Jeder will ja deine Stimme, ne? Und dann gehst du dahin, machst ihm Hoffnung und dann kassierst du ab. Dann gehst du zum zweiten Kandidaten, machst ihm auch Hoffnung und kassierst wieder ab. Und dann gehst du zum dritten. Und da? Ja, dasselbe Spiel. Und dann sorgst du dafür, dass der erste Kandidat, ne, davon erfährt, dass du den dritten eigentlich wählen willst. Und dann kassierst du wieder ab. Und dann erhöht er, ich habe das alles aufgeschrieben hier, dann erhöht er und dann kassierst du da ab. Dann erhöht er und du kassierst wieder ab. Und dann gehst du mit einmal weißem Barmittel, gehst du dann hier in das Ambiente rein. Ne? Und dann gibt es auch nicht so was hier, sondern dann gibt es richtig von den Feinkost-TG. Das ist eine tolle Idee, Braggelmann. Ja. Geht aber leider nicht. Wieso? Es gibt ja nur einen Kandidaten. Günter Griem ist vollständig gescheitert. Steuerhinterziehung, Bestechlichkeit im Amt, Meineid, Urkundenfälschung, Betrug, dazu eine teure Scheidung. Günter Griem hat alles verloren. Griem wohnt ja jetzt angeblich im Männerwohnheim in Töppenstedt. Ja, aber da haben sie ihn schon rausgeschmissen, weil er wohl geklaut hat. Ein Bürgermeister, wie man ihn sich nur wünschen kann. Hier, meine Mutti hat ihn ja bei Wertfrei gesehen, bei Lehrgutannahmen, ne? Wie peinlich. Ja, da hat er vom Fließband hinten aus der Kiste die Flaschen geklaut und vorne in den Automaten wieder reingesteckt. Das ist ja schlimm. Ja, aber an der Kasse ist er dann aufgeflogen, weil er mit so einem Stapel Leergutbons ankam. Seid also froh, dass ihr mich habt. Zu meiner Wiederwahl nächste Woche möchte ich euch in diesem Zusammenhang jetzt schon beglückwünschen. Moin. 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 Günther, Na, alles klar? geht's dir gut? Ja. Danke. Ausgezeichnet. Naja, in letzter Zeit sind ein paar Sachen schiefgelaufen, nicht? Aber das wird schon wieder. Wer schwimmen kann, der geht so schnell nicht unter. Nicht? Ah, komm, ich gebe einen aus. Das ist doch mal ein Wort. Günther! Was willst du? Das weißt du doch. Aber die scheinen das nicht zu wissen. Man soll die Leute nicht überfordern mit einem Überangebot an Informationen. Shorty, ich brauche noch mal dein Gästezimmer. Klar. Auf unbestimmte Zeit. Was hast du vor? Du willst doch nicht ernsthaft... Doch.
ich will. Und darum beantrage ich eine Bürgerversammlung für morgen früh, 10 Uhr, hier im Veranstaltungssaal des Dorfclubs. Ich bin da. Euer Bürgermeister hat euch aus nachvollziehbaren Gründen nicht darüber informiert, aber ich kandidiere gegen ihn für das Amt des Bürgermeisters in Büttenwader. Zum Wohl. Hoch! Tradition und Sicherheit. Dafür... Nicht mehr und nicht Wo weniger. wäre denn Büttenwader? Wenn nicht mit mir. Ich bin... Ich auch. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, jetzt mal ein anderes Thema. Ne? Ich sag mal, Wahlgeschenke. Darüber wird hier nämlich gar nicht gesprochen. Wo man als Wähler sagt, ja, das ist aber mal ein Angebot, ne? Aber da höre ich ja nichts von. Meine Tür ist da ganz weit offen. Ich meine, ich muss bei der ganzen Wählerei ja auch mal an mich denken. Ich mache Tag für Tag nichts anderes, als an Typen wie dich zu denken. Gibt es vielleicht noch andere Fragen? Schlagwortthema innere Sicherheit. Seit ein paar Monaten beschäftigt eine Diebesbande die Sicherheitskräfte. Überall! In Barsinghausen, in Glockenstedt, in Töppenstedt, in Klingsiel. Oh Mann, das ist ja schrecklich. Die immer noch nicht gefasst. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie in Bödenwader zuschlagen werden, ja. Die Bande klaut alles. Ohne Rücksicht und kommt immer näher. Das habe ich auch schon gehört, dass die gefährlich sind. man sich doch gar nicht gefallen lassen. Ich schieb schon Doppelschicht. Es vergeht kein Abend, wo meine Frau nicht zu mir sagt, Peter, du hast schon wieder deinen Burnout. Da muss man doch was machen. Das ist doch deine Verantwortung, Bürgermeister. Ja, da muss man was gegen tun. Wir brauchen einen Bürgermeister, der hier mal aufräumt. Ruhe. Ja. Liebe Freunde, ich möchte euch mitteilen... Also bitte, das ist Sache des Amtsinhabers. Bitte schön. Also von dieser schlimmen Bedrohung höre ich heute das erste Mal. Aber natürlich ist das alles äußerst besorgniserregend. Und deshalb verkünde ich ein Notstandsprogramm zur inneren Sicherheit. Kernpunkt die sofortige Gründung einer schlagkräftigen Bürgerwehr. Ja, die erste Runde scheint ja wohl an Schönbiel gegangen zu sein. Abwarten. Sind ja noch ein paar Tage. Ragelmann und seine Ideen. Schönbiel hat auch gar nichts mehr von Geld gesagt. Und Griem habe ich überhaupt nicht mehr gesehen. Ist denn meine Stimme gar nichts mehr wert? Mensch, Arche, wir müssen uns jetzt verteidigen. Bande soll sehr gefährlich sein, denn ist nichts heilig. Ja, was mit dem Nennwert? Geld. Hast du denn überhaupt nichts anderes in Korb? Doch, aber dafür brauche ich Geld. Ja, Onkel Christian, wollen wir zusammengehen? Dann können wir Kampfformationen machen. Trichade. Hier habe ich aus dem Killerkralle Sonderheft Kampfformationen. Da sind alle Kampfformationen drin, die überhaupt nur denkbar sind. Nee, geht ihr mal zusammen. Ich bin Einzelkämpfer. Ja, dann bist du Monomade. Das geht natürlich auch. Na, Gott sei Dank. Dann also nur wir zwei, ne? Ja, gut. Kampfformation zu zweit macht Killerkralle ja auch auf. Mal mit Lucci oder neuerdings mit General Henkermann, ne? Der ist jetzt nämlich gut geworden. Kampfformation zu zweit heißt Duodez. Aha. Ja, nur dass du weißt, wovon ich rede, ne? Ja, Weil wenn das zum Kampfeinsatz kommt, dann musst du ja auf meine Kommandos hören, ne? ja, natürlich. Und? Alles ruhig, Soldat? Also in der Richtung ist gar nichts. Ich kontrolliere jetzt mal die Westfront. Wen? Na, da drüben. Das ist Süden. Was sonst denn Süden? Die Westfront. Wasch dir mal die Ohren. Wie lange sind wir jetzt eigentlich unterwegs? Eine Stunde doch bestimmt. Warum kommen die denn jetzt nicht, ne? Die müssen doch schon irgendwo sein, Das ne? ist ja auch alles meine Arbeitszeit. Die warten darauf, dass wir müde werden. Und dann kommen sie. Boah, hoffentlich bald, weil im Juli bin ich mit meiner Mutti in Ferien in Bad Gandersheim hier. Da kann ich dann leider nicht mehr mitmachen. Immer schön wachsam bleiben. Ja. Hier, von mir kriegen Sie so
so Nasenstübe, so voll von unten, ne? Und wenn sie sich dann vor Schmerzen krümmen, dann so gefallen von der Seite rein, ne? Das nennt man breite Ohren. Warum? Ich meine, wir kriegen doch keinen Cent für unsere Bemühungen. Der ganze Wahlkampf hat doch überhaupt keinen Nennwert. Hallo? Können wir ja mal weitergehen. Ja, das geht überhaupt nicht mehr um Barmittel. Die kriegen wir gar nicht zu sehen. Wir gehen Streife bis zum Wahltag und keiner hat aber auch nur ein Wahlgeschenk. So, pass mal auf. Hier oben, ne, an der Spitze, ganz oben, ne? Hier. Ganz oben an der Spitze. Das bin ich. Natürlich. Und dann kommst du so dort, hier so an den Rand, ne, da. Dann kommt Shorty. Hier kommt Eggy. Und da Heinzi. Und dann hier Kuno. Und hier Peter. Wir müssen das Feuer jetzt legen, damit wir noch einen Nennwert bis zur Wahl haben. Wenn Schönbiel Sonntag Bürgermeister wird, dann ist es vorbei mit der Bürgerwehr. Hallo Polizei? Ja, hier ist Brackelmann. Ja, Peter, bist du das? Ja, wir haben hier einen Einsatz. Komm schnell, komm schnell. So. Ja. Was ist nun? Ja, guck dir das mal an. Da? Ja, und? Das waren diese Kerle, diese Bande. So sagt ihr. Der Tatbestand ist noch nicht ermittlungsaktiv. Wie wir in unserer Fachsprache immer sagen. Ermittlungsaktiv. Wie geht's der Nagel? Ja, ja. Habt ihr vielleicht die Beobachtung erwirkt? Nö. Ja, gell? Na, du doch. Ja? Ja. Du hast doch die Kerle gesehen. Er hat sie bei ihrer verbrecherischen Tätigkeit aufgestört. Die sind dann abgehauen, ne? Aber gesehen hast? Du hast sie doch gesehen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wie viele Täter waren das? Einer. Einer. Zwei. Ja, das macht zusammen jetzt schon mal 4. 4, na gut. Und das ist nur ein Teil von der Bande. Das ist gut möglich. Und du kannst einen von denen beschreiben? Ja. Ja, bitte. Ja, es war ein Mann. Und der ging so krumm. Typisch. Haarfarbe. So silber. Und oben hat er gar nichts mehr. Aha. Und dann hat er so triefige Augen und so eine nörgelige Stimme und er will immer was. Archie. So eingefallene Backen, wo keine Zähne mehr im Maul. Mensch, Archie. Aber ein Vollbart hat er schon. Ja. Und war so Mitte 30? Mitte 30. Idiot. Mach das doch besser! Peter. Ich weiß zwar nicht, was du davon hast, aber 50-50. Ihr wart doch gestern auf Streife. Das war gut. Ein Erfolg meiner Politik. Sicherheit für Büttenwader und so weiter. Ja, aber wir haben die Kerle ja nicht gekriegt. Letzte Nacht waren sie beim Braggemann auf dem Hof zugange. Ja, bei mir und bei Braggemann. Ja, und bei uns am Heim waren sie, glaube ich, auch schon. Aber sie haben erst mal nur so geguckt. Ja, so. Das muss man ganz anders aufziehen, Bürgermeister. Schön, wenn du mich so nennst. Die Insassen bei uns im Heim, die sammeln Geld für eine Uzi. Offenbar weiß doch keiner, wo er die Kerle suchen soll. Oder wo Süden oder Westen ist. Ja. Ja, aber das ist mal da, mal da. Also ich glaube auch, wir brauchen mal einen Plan.
Ich meine, das muss man doch auch mal üben, ne? Überwältigen, Widerstand brechen, so das muss man doch auch mal können. Und die Bürgerwehr braucht eine Einsatzzentrale, wo alle Informationen gesammelt werden. Ja, das könnte doch zum Beispiel hier sein. Das wäre auch für mein Sicherheitsgefühl gut. Wir brauchen mal jemanden, der einen richtigen Überblick über das Ganze hat. Gut, zugegeben, ich bin Profi. Aber ich kann das nicht machen, Leute. Aber Archie zum Beispiel, er hat einen von den Tätern schon gesehen. War mit ihnen auf Tuchfühlung. Weiß, wie sie arbeiten. Archie, ich gebe es zu, du hast mich überrascht. Was du hier in den letzten Tagen geleistet hast, das hatte direkt System. Und die Arbeit der Bürgerwehr wurde durch dich langsam effizienter. Die Idee, Passierscheine auszustellen, hast du schnell durchgesetzt. Allein dafür, dass du wirklich jeden, ungeachtet seiner geistigen Fähigkeiten, für die Sicherheit unseres Dorfes mobilisieren konntest, gebührt dir Anerkennung. Nachdem jeder Bürger ein tägliches Nachbarschaftsüberwachungsprotokoll liefern sollte, grenzte dein Einsatz ja allmählich wirklich an Arbeit. Aber wenn ich dich jetzt so sehe, findest du da überhaupt noch durch? Ja, das sind die Tagesspielberichte, Aufenthaltsnachweis, Unbedenklichkeitsquittung. Ja, das ist gut. Ja, das braucht man. Ja, das ist gut. Morgen wird gewählt, Archie. Gegen 18:15 Uhr bin ich als Bürgermeister, der Büttenbader Sicherheit und Ordnung geschenkt hat, in meinem Amt bestätigt. Gegen 18:30 Uhr ist dieser ganze Kram im Müll. Schotti? Schotti, bist du noch da? Warte mal. Oh, du bist's. Ja, ich habe einen Schlüssel. Ich wohne hier oben, ne? Auf unbestimmte Zeit. Richtig. Na dann. Wollen wir was zusammen trinken? Ach, nee, lass nur. Na komm. Sei auch froh, wenn der Wahlkampf vorbei ist. Das sag ich dir. Du hast dich mehr auf Hausbesuche konzentriert, so Einzelgespräche, ne? Aha. Du wurdest gesehen. Das überrascht mich nicht bei diesem perfekten Überwachungssystem. So ein bisschen die Kriegskasse aufgefüllt, ne? Einbruch und Diebstahlversicherung verkauft. Ah, die Gunst der Stunde. Und gar keinen Wahlkampf? Muss ich nicht. Du hast noch einen Pfeil im Köcher. Ich dachte es mir. Falls du gewinnen solltest. Nehmen wir das mal an. Versuch es besser zu machen als ich. Das, mein lieber Waldemar, wird mir nicht gelingen. Auf dein Wohl. Bevor also das Wahllokal in wenigen Minuten geöffnet wird, möchte ich meinen Wahlkampf offiziell abschließen und mich bei euch allen für das jahrzehntelange Vertrauen bedanken. Sicherheit und Ordnung, das sind die Grundpfeiler, für die ich immer stehe. Und deshalb bitte ich um eure Stimme. Vor einigen Tagen mussten wir erfahren, dass eine Bande gefährlicher Verbrecher
unser friedliches Büttenwerder ins Fadenkreuz genommen hat. Ja, das ist schlimm. Unglaublich. Man ist nirgends sicher. Nun, diese gefährliche Bande wurde vor einem halben Jahr in Barsinghausen festgesetzt. Das gibt's doch gar nicht. Es gibt sie nicht mehr. Was? Peter hat diese Bande nur benutzt, um sich hier in Büttenwerder unabkömmlich zu machen. Ihm droht die Schließung seiner Dienststelle und eine Versetzung. Jo. Nach Klausthal-Sellerfeld. Entweder bin ich hier oder Camping in Dänemark. Woanders ist das Leben für mich unvorstellbar. Ja, eben. Und von daher kann ich ihn sehr gut verstehen und ich bitte euch alle herzlich, ihm zu verzeihen. Nun werdet ihr euch fragen, warum weiß der Griem das alles? Und nicht unser Bürgermeister? Warum verbreitet unser Bürgermeister Angst und Schrecken, sodass wir uns kaum noch auf die Straße trauen? Nun, ich kann es euch sagen. Diese eure Angst kam ihm sehr wohl zu Pass. Er wollte sie nutzen, um sich hier in Büttenwerder als Garant für Sicherheit und Ordnung aufzuspielen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen über Waldemar Schönbiel nicht den Stab brechen. Ich rufe euch vielmehr auf zur Versöhnung. Und darum möchte ich euch alle sehr herzlich einladen zu einem großen Frühlingsfest am kommenden Wochenende. Ausdrücklich auf dich, lieber Waldemar. Es wird für alles gesorgt sein und dafür sorge ich, euer Günther Griem. Hoch, Günther! Günther Griem! Günther! So, nun wählt mal schön. Schönbiel. Schönbiel. Griem. Schönbiel. Schönbiel. Eine Tube Fußcreme. Sebastian, ich brauche eine neue Tube. Und ich schreibe mir immer alles auf, was ich mir merken muss. So. Griem. Schönbiel. Das war's. Mann, hab ich jetzt einen Durst. Unentschieden. Ja, nee, wieso? Aber da müssen wir ja nächstes Wochenende wieder wählen. Tja. Ach so, ich habe hier noch vom Braggelmann Briefwahl gemacht. Green. Mach dir nichts vor. In Wahrheit haben wir beide gewonnen, denn ich, mein Lieber, bleib im Spiel. Du lässt mir also nur den Vortritt. So habe ich dich viel besser im Blick. Also dann, Gratuliere. Hoch! Ja. Hoch! Ja. Hoch! Günther Griem! Danke. Ja. Meinst du denn, dass sich jetzt alles ändern wird? Es kann sich ja nichts ändern, weil wir bleiben ja, wie wir sind. Ja, das ist doch wieder interessant philosophiert, Braggelmann. Ja, du hast Barmittel ins Haus geschafft. Ja, Nennwert war ganz schön, aber ich musste auch eine Menge Arbeit in Kauf nehmen. Naja, das kannst du ja das nächste Mal besser machen. Mehr Nennwert, weniger Arbeit. Gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja gut, ich bleib dran, Braggelmann. Vielleicht klappt es. Ich könnte mich dran gewöhnen. Woran? Na, an die Barmittel. Und dich auch.
Meinst du? Ja, ich weiß nicht, was ich meine. Das wäre ganz schön, weil ich fühle mich hier schon wie zu Hause. Ja, das ist doch ein schönes Gefühl. Ja, das ist ganz wunderbar. Ganz wunderbar, Braggelmann.